Herr Präsident, meine Damen und Herren Deputäten, das ist natürlich ein interessanter Debatt, die sicherlich alle Parteien als Fraktion regelmäßig feiert, weil es auch zusammenhängt mit seinen fundamentalen Überzeugungen, wie in der Staat gesagt an der Ökonomie, und auch wenn es sicherlich die einen und die anderen ideologische Differenzen gibt, da stelle ich aber fest an meinem politischen Leben, dass die Leute ganz oft um Staat rufen, so gut die wenig für den Staat sind, entweder wenn es eine Krise gibt oder wenn es arrangiert, für ein gewisses Ziel zu erreichen. Und dafür meine ich, gerade zu Lützeburg geht eine starke Ökonomie auch Hand an Hand mit einem starken Staat. Man kann in den immer unterschiedlich erreichen an seinen Akzenten, aber ich meine, dass das fundamentale Prinzip, den aus dem wir in der Verfassung stehen, von der Liberté de Commerce, der Liberté d'entreprendre, aber dass die Liberté, so wie übrigens keine Libertät absolut ist, und dass sie Leitplanken braucht, Rahmenbedingungen innerhalb von dem, wo sie kann evoluieren. Und deswegen sind ich auch nicht der Staat oder die Ökonomie, mit der Ökonomie eine freie Marktwirtschaft, die ein Kader hat, innerhalb von dem sie sich kann und muss entwickeln. Und deswegen sind ich für den Staat, ich ging so in einen 6, 7 Aufgaben. Kurz resümiert das mal länger der Staat den reglementiert. Ein Land kann nicht funktionieren ohne eine Reihe von Regeln. Wir sind d'accord, die wir nicht überreglementieren, sondern steckt in die Ökonomie, dass auch solche eine Aufweichung zu machen. Wir brauchen Regeln in Bannen, Regeln in Europa, Regeln, wie wir mit den Drittstaaten umgehen. Auf jeden Fall müssen die Regeln an Eisenbahn stabil, prävisibel sein, weil eine Ökonomie geht futti, wenn all der neue Regeln kommen. Wir brauchen noch Regeln rund um neue Developmenter von der Ökonomie. Ich meine, AI ist ein gutes Beispiel dafür. Die ganze Debatte, wie encadriert die Developmenter, die bei AI rauskommen, als eine notwendige Debatte, die wir in Europa müssen feiern, die wir auch mit den Partnern an Amerika, an China müssten feiern, dafür geht nicht ohne Regeln. Das ist der nächste Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass der Staat an eine Rolle von Encouragement hat, von Leadung in eine gewisse Richtung. Und da spielt Fiskalität eine große Rolle. Ein Staat kann das Wachstum an eine oder die andere Richtung steuern, an dem man Steuern festlegt. Steuern sind ein Lenkungsinstrument, aber wenn Steuern hecht, dann hat das einen anderen Effekt, wie wenn den Steuern senkt. Ein gutes Beispiel ist die Fondsindustrie, geteilt gesagt, da können den Steuern hechen, wie wenn ihr weiß, dass zum Beispiel Irland ein Taxabonnement nicht tut, Lützeburg hat ein niedrig, aber wenn sie gegen hechen, dann hat das einen Effekt konträr zum Development ökonomique, den wir wollen, dürfen wir Steuern haben, eine Impulsionsrolle, eine Unterstützungsrolle, noch andere Maßnahmen, die für darunter genannt sind, zum Beispiel Talente umzuziehen, die das Regierung angefeiert haben zum Ziel, der Ökonomie zu helfen, wie sich können zu entwickeln. Dasselbe gilt für Bonifikation der Imposten, die wir gestärkt haben, die wir gehecht haben, für dass die Entreprisen können die ökologische und die digitale Transition packen, alles das, also Rolle vom Staat über die Fiskalität bei den Betrieben. Eine dritte Rolle, die ich fand wichtig ist für den Staat, ist die Rolle vom Innovateur und vom Entrepreneur. Der Staat zu Lützeburg hat das ein paar Mal gemacht. Wenn wir gucken, wie RTL entstanden ist, wie der CS entstanden ist, da war der Staat den über Reglementationen, Konzessionen, de Kader geschaffen wird oder einem privaten Akteur erlaubt wird, sich zu entwickeln, am Anfang sogar mit Kapital dabei vom Staat, im Fall von der SES, und auch eine Teilpartizipation gehalten hat, am Anfang eine Rolle von einem Innovateur an einem Entrepreneur gespielt. Ich will auch sagen, dass wenn ihr guckt, wie amerikanische Entreprisen entstehen, gerade auch am Sektor, auf viele Sektoren, dann ist es ganz oft über Defense. Amerika hat enorm Budget von der Défense, die geholfen von
viele Betriebe, die haut net an der Defense sind, hier technologisch avancéen zu präparieren, dodurch huet Amerika notamment ob Europa ein Avantage, weil an der Forschung ganz viel staatlich Gelder holen am militärischen Bereich, die herno auch Zivilzwecker können gebraucht. In Europa mir 100 net, weil man den Sektor nie so developéiert tun, du hast da kann in aber Konklusion sein, dat gut ist, wann der Staat verschiedene Aktivitäten als Innovateur, als Entrepreneur unterstützt. Ein weiterer Rolle, den ich gesehen habe, den hängt ein bisschen damit zusammen aus der strategischen Rolle vom Staat. Der Staat kann an das heißt du Aktionär an Entreprisen. Die oft historisch gründen, zum Beispiel der Rolle vom Staat bei der Gründung von der Fluchtgesellschaft, die Demo übrigens ernst war wie heute, es gibt keine Konkurrenz an dem Sektor. Es gibt einen historischen Grund für den Staat an einer Reihe von Banken zu Lützeburg, als das war die Finanzkrise, und als Aktionär auch am Energiebereich, am Netz. Und auch da stellt sich immer vor, das ist ein fundamentaler schwierig vor, wie lange soll der Staat an so Entreprise bleiben? Kann ein Privataktionär daneben, besonders wenn es strategisch Betriebe gehen, wie zum Beispiel am Energiebereich, wo ihn gesagt hat, wenn in der strategische Bereiche als Mensch der Staat mehr eine starke Rolle muss spielen, wie wenn es Betriebe sind, die an einer totaler Konkurrenz evaluieren. Eine weitere Rolle, die ich gesehen habe, der Staat, den noch der Mittenhai mentionniert, das von verschiedenen Deputierten, als den vom Garant vom sozialen Frieden. Und ich meine, dass es wichtig ist, dass wir eine starke Ökonomie haben, ohne die funktioniert all der Rest nicht. Aber auch da muss der Staat intervenieren für den sozialen Schutz von denen, die an den Betrieben schaffen, für den Kaufkraft von den Leuten zu erhalten, für einen gewissen sozialen Ruhe zu haben. Aber wenn ich gucke, was wir an den letzten Wochen an der Tripartite diskutiert und da gesagt hat, dass der Staat eine Rolle hat als Garant vom sozialen Frieden, von der Stabilität. Ich meine, das ist auch wichtig, dass der Staat die Rolle hat. Und zum Schluss gesehen ich eine Rolle als an der Ökonomie, auch an der freien Marktwirtschaft, an verschiedenen Sektoren, dass der Staat kontrolliert, darum nicht übermäßig kontrolliert, wie wenn ich den Finanzsektor holen, mit zum Beispiel der CSSF oder andere Bereiche wie die Sécurité alimentaire, wo man muss Sachen gucken, ob das alles gewissen Normen entspricht, weil der Schutz von der Bevölkerung geht, von den Konsumenten geht. Und ich meine, noch die Rolle kann für allem, man muss den Staat überholen. Ich denke, dass hier kein bürokratischer Staat, sie kennen den Betrieber von Mois bis Oves mit Formulären überschütt, aber muss eine Fassung finden, für eine Effikazerweise zu gucken, wo den einen den anderen vielleicht ein Abus möchte. Kurzum, es gibt also viele unterschiedliche Rollen für die Staaten an einer modernen Ökonomie. Die reglementarische Rolle, den Rolle als Innovateur, die Rolle an der Fiskalität als Impulsion, die Rolle strategisch an den Gesellschaften, die Rolle als Garant von dem sozialen Frieden, an der Rolle von dem Kontrolle, wo das den Schutz von den Klienten, von den Konsumenten geht. Das sind 7 Rollen, die ich für den Staat gesehen. Und ich meine wirklich, dass eine starke Ökonomie an einen starken Staat sich nicht ausschließt. Ein Staat, den unterstützt, ein Staat, den noch einst Zeichen weist, da wir in Richtung soll gehen, ein Staat, den auch dafür sorgt, dass die Ökonomie dreht, gute Arbeitsplätze schafft, dafür sorgt, dass Leute, die an den Betrieben arbeiten, auch geschützt sind, und dass sie eine Arbeit tun, die ihnen erlaubt, auf eine würdige Weise ihr Leben zu bestreiten. Das alles geht Hand an Hand, und ich meine ehrlich gesagt, auch wenn ich die Redende mit den gelauscht habe, dass Divergenzen zu Lützeburg rund um die Rolle vom Staat an der Ökonomie gar nicht so groß sind, wie man das vielleicht einst an der Reden wollen leben,
Wir wollen alle Staaten, die das gut zu Summe leben, erlaubt, und das wollen wir auch sicherlich als Regierung an den nächsten Jahren weiterführen. Merci.